weißt du, das ist Ja, ich kenn das das, ist lang her, der letzte Ja. Test. Dis Dienstag, yeah, dis Dienstag, yeah, dis Dienstag, heit wird ihr gedisst, heit wird ihr gedisst. Das Dienstag. Ihr Missgeburten. Kauft euch dem Sofa eine Grundflachmann. Den da, Der kommt in den Shop trotzdem. ja. Die Bewegung müsst ihr euch männlicher vorstellen. Ich Ja. habe nicht gewusst, dass es so weit weg halt. Okay. Normalerweise war es so ein schneller Ding gewesen. Aber wisst ihr, was es ist. Mhm. Die imaginäre, nicht vorhandene Losfährt wieder entschieden. Ja. Ich habe mich. Der ist das halt starten, wenn es okay ist. Nervt mich. Wie immer nehmen wir das nicht zweimal auf, weil es das nicht wert seid. Nein, Und nicht so viel wert wie die Flagge, die was auch in unserem Shop gibt. Oh, war nicht. Ja. Ja, übrigens. 100%. Kinderarbeit. Ja. Da hat übrigens der Harry für uns aufgehängt. Ist Shoutout. in dem, was er tut, nicht wirklich gut, aber er tut's. Ja. Das braucht man. So. Ich fange um mit Chrissy Maisch. Ein Fischer, wie ihr wahrscheinlich gleich erfahren werdet. Auf meinen ersten Reim bin ich ganz besonders stolz. Ist gerade öffentlich Wasser drin. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt, dass ich glaube jetzt zu 100% offiziell homosexuell bin. Das war mir jetzt richtig unangenehm. Ja. Okay. Das trockenes Mal von mir das lecken. Ja. Aber er hat also einen Proteinshake-Ding Ja. dran, gell? Also von dem her Zeit schon wieder ist relativ cool. Chrissy Maisch, sorry, dass ich die warten habe lassen. Wie gesagt, auf den ersten Reim bin ich Ja. sehr stolz. Ey yo, Chrissy, du Schwollschädel. Was du Schwuchtel an Karpfen nennst, nennen wir und Deutsch an Deunschädel. Und für dein kleiner Kinderfisch brauchst du Spacko mindestens 2 deiner behindertsten Freund, die bis der schwindlig ist, mit dir an deiner kleinen Ruten ziehen, weil anders da zwingst das nicht. Was ich noch sagen wollte, nur dass das gerade so weißt. Er und ganz Los Brutales haben da in der Worthosen gesucht. Chrissy Maisch, ich hab gesagt, ich fange mit meinem Schwächsten an, Okay, aber gut. kannst dann nachlegen. Ja. Ich habe hier einen Chlor Hessberger, so einen 17-jährigen Spasti. Okay. Hey Richie, ich reis mit zusammen bei dir, weil du noch so jung bist. Du bist so hässlich, Alter, dass kaum auffällt, dass du dumm bist. Du bist so hässlich, dass man denken kann, das war Absicht, kein Akt der Liebe, sondern eine Vergewaltigung oder Hassfick. Fakt ist, dass das, wie hässlich du bist, krass ist. Schönheits-OP, lass es. Kauf dir lieber was Gescheites. Wie zum Beispiel dieses T-Shirt, das es bei uns im Shop gibt. Oder die Flagge da hinten, die Ja. gibt's auch im Shop. Nein, oder der Flachmann die, liegt da vorne. den Flachmann, den Ja. hat irgendjemand weggestoßen. War geschert, Ja. aber ich habe mich beim Chrissy auch zurückgehalten, weil er, ich glaube, der ist 8. Ja. So, Trotzdem schon so ein Prügel. den Namen, der ist richtig nervig. Melinationell oder Melinational, ich hab keine Ahnung, ich check das null, was du da machst. Hörst du zu? Der hat dich was gefragt. Ja. Herz zugelassen. Du bist eigentlich gar nicht so hässlich, aber so allglatt, dass mein Allglatt seinen Sack packt und zusammenkracht wie jüdische Schaufenster in der Reichskristallnacht. Du bist so langweilig, Mädel, wie ein Spiel vom BVB. Ein Date mit dir ist so spannend wie mit der Mama in ein Café zu gehen. So spannend wie mit der Mama in der Warteschlange im Café zu stehen und nirgendwo gibt's LTE. Ich glaube, ich spreche im Namen der ganzen Los Brutales Belegschaft, wenn ich sage. Ich habe hier ein Beutel später für die. Nach ein paar Häube darf man die Eude mit unseren Schläuche wahrscheinlich trotzdem rüsseln. PS, das Beutel, wo du mit deinem Freund drum machst, schaut aus, als würden sie 2 reitige Otter küssen. So ist es. Du kannst nachvollziehen, weil das ich blende euch hier um ein. Ja. Johanna Kekskrümel, du bist dran. Okay. Kennst du das, dass der Name hörst und Ja. die Person von vornherein Ja, schon. hasst, Auf jeden Fall da der Fall gewesen. abgrundtief hasst? Jo Johanna, du als Mensch, das macht mich auf jeden Fall sauer. Denn du hast schon öfters drin wie der Einbauer. Aber das ist nicht das Abartigste an dir, sondern dass du Mondgesicht eimerweise Kot frisst. Ey, ich schwör, ich bring mich um,
wenn du ein Liedl singst und dabei einen Ton triffst. Sie ist nämlich Musikerin. Ja, Musikerin. Scheinst eine sehr bekannte Musikerin zu sein. Ich habe nämlich noch nie was von dir gehört. Und wenn man am Kid Rap glauben darf, ist er gescheiter. Hast du was gehört von ihr? Nein. Du glücklich. Ich darf gleich bei den Mädels bleiben, weil Ja. ich meine, jetzt wird es ein bisschen absurd, gebe ich zu, aber ich möchte jetzt hier wie vorher sagen, also damit du den Zusammenhang verstehst. Okay, alles klar. Okay, das wird irre. Bini da, Biene Unterstrich da, ich weiß nicht, ob irgendwas so Biene und so. Ja. Die Kokosnuss auf deiner Foot schaut aus, als dat die ein richtig dummes Alien lecken. Ein fremdes Wesen mit einem IQ gering genug, um bei deiner Pussy einzuchecken. Doch ey, der Schrecken, der ist groß, als der Loch gegen sein Kiefer druckt. Dem armen Kerl graust so enorm, er wünscht sich sofort in seine Galaxie zurück. Er brennt so in die Augen, bis jedes seiner 4 Augenlider zuckt. Er versucht, das Speim zu vermeiden beim Knabbern an deinem Fliederbusch. Es ist eine Mischung aus Kotzen, Spucken, Schlucken und du schreist wie verrückt, bis deine orgasmische Welle sein letztes Fünkchen Lebenswillen niederdruckt. Gronglak. Entschuldigung, das ist der Name vom Alien. Gronglak steht auf seinem Grab. Er wollte unsere Welt und seine einen. Und in der Stadennacht, wenn man in den Himmel schaut, hört man manchmal leise weinen. Gronglak. Das hat sich nicht gelohnt für dich. Nein, du warst einer von den Guten. Okay, mein nächste ist die Johanna Agrar. Ey Johanna, warst du meine Tochter? Ja, das wissen die jetzt schon, da die freiwillig mit einem Syrer tauschen und zurück nach Aleppo. Denn das Beutel von dir, vollpisst auf am John Deere, vergiss ich sonst nie. Da ist mir lieber der ISIS-Sepp bombt mir gekonnt 4 Tonnen Sprengstoff vor mein Fronttier. Also Vordereingang, Fronttier ist... Nicht zu verwechseln mit der Hecktür. Ja, genau. Das ist Na, Back. Backtür, ja, Back Front, Tür. erst Ja. recht scheiße. Peinlich. Ja. Peinlich. So. Hudler ist 46. Erst einmal Glückwunsch zu den ganz zahlreichen Autobeutel. Die haben mich derart provoziert, dass ich mir gedacht habe, ich mache nichts über Autos, Du Missgeburt. sondern eher was Saisonelles. Hudler ist 46, du Hurensohn. Zur Stadenzeit da schnitz ich gern und back a gern mal Ruten aus. Dieses Jahr da schnitz ich die, falls ich fürs Gripperl nur einen Hurensohn brauche. Ich leg die sanft in die Wiege und ich druck der Gurgel zu, jetzt ist die Luft raus. Und schrei am Balthasar, drau das lohnt sich nicht, gib's Gold lieber einen Puff aus. Apropos Gold ausgeben, wir haben seit kurzem im Shop die Flagge Ja. und haben wir nicht noch was? Ah ja, und diese 2 Shirts. Also nochmal, und schrei am Balthasar, drau das lohnt sich nicht, gibt das Gold lieber einen Puff aus. Und bleiben wir doch bei Weihnachten. Wer war's einmal mit Wichteln? Mein Geschenk für die, das hab ich schon. Ich hab da ein Gedicht geschrieben. Ich nenne das Gedicht der edelmütige T-Rex. Pass auf. Ich pack dein Mom mit meinem T-Rex-Arm und beiß mir an ihrem Knack fest. Ich beackert so taktlos alle Seiten von ihr wie ein Mongoloider sein Hackbrett. Ich bin der Typ, der sie vor intensivem Oralverkehr mit ihr wissentlich nicht an den Sack wäscht und verteile meine weißen Kameraden in ihr als organisierter Ku Klux Klan in ihrer Pussy ein Stadtfest. Hudler ist 46, ich hasse die menschlich und auch auf jeder anderen Ebene. Nur, dass du das weißt. Gut. War das der letzte, oder? Das war schon mein letzter. Dann komme ich jetzt zu meinem letzten. Dann lege ich weg, den möchte ich genießen. Ja, und Ich zwar kenn ihn nicht. Er ist das sagt, gleich er ist eine witzig. ganze Gruppierung von Müllmenschen, glaube ich, ist das Wort, das ich gesucht habe. Die Pömpelgang. Pömpelgang hört sich cool an. Okay, seid bereit, Pömpelgang? Könnt ihr bereit. euer Instagram-Profil danach löschen. Ja.
Warum ich die Pömpel-Gang dissi, war echt nicht den Grund. Ihr seid wie die Village People nur in hässlich und dumm. Ein paar lesbische Jungs, die sich gegenseitig beim Sex fesseln, um zum Vox-Club-Sound Cox zum Kauen. Sie haben keinen Bock auf Frauen. Nehmen lieber einen Stock und hauen sie den ins Arschloch und stauen. Wie viel neipasst. Nehmen dann nur einen ganzen Pflock von Zaun, schirmen sie den on top ins Maul. Dafür kriegt der eine Ginger einen Ständer und der Kinderschänder in der Penner hockt sie drauf und mein Gott, mir graust's. Aber jetzt kommt der letzte von denen Homos und haut denen als Grande Finale seinen ganzen Sperma rotzend an. Pömpelgang aka die allergrößte Fotzen-Crowd, von denen sogar die Leute im Osten graust. Ja, war viel Text. War viel Text da. So viel zu 10 Bars. Ja. Ja, Genau, Pömpelgang. Pömpelgang. Ihr habt es verdient, ihr wart ein paar mehr, als habt mehr Aufmerksamkeit verdient. Meine habt es nicht verdient. Ich habe euch nicht einmal wahrgenommen. Genau, schreibt was in die Kommentare oder bringt euch um. Das war der Dienstag. Genau, sagt was hat euch am besten gefallen. Abonniert uns im Channel. Ja, wen haben wir am bösesten gedisst. Genau. Wir finden unsere neuen Frisuren.